Auf dem Tierli-Gnadenhof Keisten lebt Zoe Paula ohne Gespendli. Das passt dem Veterinäramt nicht. Stefanie und Janina Sutter müssen eine Lösung suchen. Es ist für mich keine Option, einfach ein Tierli wegzugeben. Sonst wäre ja kein Stut besser wie all die Leute, die uns Tierli bringen. Der Rudi Kauer und Céline Blaser sind Grosstierretter mit Leib und Seele. Das sind so dicke, zähe Pampen, wo wir da fast nicht laufen können. Wir stecken fest. Die Rettung einer Kuh bringt sie an die Grenzen. Tiere, die niemand mehr will, leben im kleinen Zoo von John Bauder. Wegen der Corona-Krise muss er auch zutun. Das wäre natürlich ein glatter Knickschuss. Das ist SRF bei den Leuten. Echte Tierhelden. Der Rudi und Céline haben einen Notfall auf dem Bauernhof. Gut. Also komm, kannst du das hier hin? In Hedingen im Kanton Zürich ist die Kuh Emma ins Pschüttiloch gefallen. Die war scheinbar stierig, das heisst, sie ist auf eine andere aufgehockt. Und dann hat eine von diesen Kühen eine schwere Eisenrost aushebeln und ist dann runtergefallen. Was? Und dort hinten im Loch schaust du in die Ecke gesessen. Oh, in die Ecke hinein. Das ist gut. Vom hinteren Loch kommen der Rudi und Céline besser zur Emma zu suchen. Angst vor giftigem Gas müssen sie nicht haben. Die Feuerwehrleute von Hedingen und Albis haben schon gelüftet. Wenn es dem Tier gut geht und es ist belüftet, dann können wir ohne Atemschutz arbeiten. Das hat natürlich grosse Vorteile, auch von der körperlichen Anstrengung her. Die Pschütti ist zum Glück nur knietief. Die Rettung pressiert aber gleich. Das Tier konnte stehen. Also grundsätzlich ist es mal kalt dort unten, oder? Also das heisst, das ist auch ein Grund, warum das auch pressiert, weil die Unterkühlung ist ein Thema in diesen Güllenlöchern. Ich sehe mich im Schwanz, geh mit. Brauchen wir ein langes Seil? Ja, jetzt brauchen wir ein langes Seil. Können wir ein langes Seil haben, dass wir sie dann vorziehen können, dann probieren, dass sie von außen mithelfen? Das ist schon recht dick da, darum sie kann dann gar nicht so schnell. Bringen mal den Schnellangriff. Also das Seil von vorne nie den Schnellangriff rein. Dann kann ich wahrscheinlich laufen. Ich kann mal wässern. Sie können die Emma aber nur zum vorderen Loch, das grösser ist, rausziehen. Der Weg dorthin ist schwierig. Der Plan ist, dass wir uns jetzt eine Bahn machen, dass wir vorkommen, weil das so dicke, zähe Pampen, wo wir da fast nicht laufen können. Wir stecken fest. Und jetzt müssen wir uns mit Wasser schnell eine Spur machen, wo wir dann auch die Kuh versuchen vorzunehmen. Die Feuerwehrleute helfen mit einem Seil. Ja, ist gut. Jetzt kann man am Hilfsseil kann man ein bisschen ziehen. Sie müssen das Feuer melden. Ja. Könnt ihr das Feuer melden? Weil wir hören da unten nicht. Ein bisschen, einfach mal langsam ziehen. Na, warte, langsam. Gut kehren. Gang, Haus. Wie? Zieh ein bisschen, Seli. Willst du ziehen? Ja, Willst du nicht ziehen? Es läuft nicht gut. Die Pschütti ist einfach zu dick. Den Druck nachlassen beim Seil. Ja, das Seil ein bisschen nachlassen. Der Rudi braucht jetzt den Plan B. Okay. Holen wir schnell eine Rundschlinge, dann müssen wir mit der Seilwinde dann müssen wir sie ziehen. Weil sie liegt vorne drin. Und gell, das ist so dicke Pampe. Da bist du schneller.
Es hat heute viele Leute im kleinen Streichelzoo Johns kleine Farm im Berner Seeland. Der John und seine Mitarbeiter sind am Krampfen. Sie wollen expandieren mit einem neuen Keg. Unser Igelgarten soll hier entstehen, wo wir nachher Igel auswildern können. Beziehungsweise die Igel, wenn man sie zum Beispiel auf den Hang aufgezogen hat oder wenn man Igel bekommt, die man längere Zeit muss pflegen und versorgen muss, dass sie nachher da so akklimatisieren und von hier nachher rausgelassen werden. Wir sind ja keine ausgelehrten Handwerker, aber so Sachen im Kleinen, sagen wir, oder im mittelgrossen, machen wir selber. Selber machen, das ist natürlich günstiger und erst noch exklusiver. Keine von unseren Anlagen ist irgendwo schon mal vorgekommen oder so. Das macht es auch für Besucher interessant, aber vor allem auch für Tiere. Und die Ideen kommen auch vom Team, nicht nur von mir. Und auch Ideen von mir werden auch verworfen, weil sie vielleicht manchmal ein bisschen zu kostenintensiv sind. Der John ist gerne bei den Besuchern und gibt Tipps. Hallo, Asinka. Und lieber ein bisschen zügig zu laufen. Wenn man herschleicht und ein bisschen düsselt, dann kann das wie ein Raubtier sein für Tiere. Und dann ist dann eher etwas, dass sie sagen, was ist echt da? Und schnell gucken. Aber ich verstehe natürlich, dass man Respekt hat davon. Das ist nicht eine alltägliche, buckelige Geschichte da. Wunderbar. Von den Tieren her ist es ja immer so, gell? Es gibt eigentlich keine bösen oder dummen Tiere. Die Tiere sind einfach so, wie sie sind. Dumme Tiere sind doch gar Geht's gar nicht um. Jetzt geht's nicht, da hast du völlig recht. Ja. Papi, schau, wer ist neu Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Merci. Danke, auf Wiedersehen. Der Laurent und der Nick arbeiten allein weiter. Beide haben schwierige Zeiten hinter sich. Der Laurent hat ein paar Monate im Massnahmenzentrum Witzwil verbracht. Der John gibt ihm jetzt eine zweite Chance. Ja, also meine Vergangenheit ist so, dass ich 8 Monate in Witzwil verbracht habe. Nachdem ich von Witzwil zurückbekomme, hatte ich eigentlich noch nicht so die Motivation für irgendwie zu arbeiten oder so. Aber dann habe ich durch meine Sozialarbeiterin, die mich unterstützt, auch privat, einen guten Tipp bekommen. Sie hat gewusst, dass ich mich für Tiere und alles interessiere, dass ich mich doch mal hier bei Johns kleine Farm melden soll, da er eben an Leute, die eine schwere Vergangenheit hatten, gerne helfen und eine Chance gibt. Und so damit bin ich hierher gekommen. Ja. Und bin jetzt seit einem halben Jahr da. Es gefällt mir. Wir machen gerne weiter und hoffe, eben, dass ich im Sommer die Lehre starten kann. Oder Nick träumt von einer Lehrstelle im Zoo und gibt alles dafür. Sicher mal wichtig ist der Wille und die Motivation. Und arbeiten muss man natürlich auch. Ja. Sehr gut. Super. Super. Wirklich sehr schön. Ja. Merci vielmals. Merci auch. Jetzt haben wir dann auch Kruten und so. Kann man das sofort. Das ist super. Ja, bevor ich auch schon gedacht im Kopf, wie es so mit dem Rasen und allem aussieht. Ja. Tipptopp. Seit einem Jahr lebt Sau Paul auf dem Gnadenhof zu Keisten im Aargauer Jura. Sie hat eine spezielle Geschichte und Steffi schaut darum besonders gut zu ihr. Jetzt hast du krabbeln, gerade am Morgen. Gerade krabbeln, wenn wir schon aufgestanden sind. Paula ist vor einem Jahr vom Schlachthof gerettet worden und genießt jetzt das Leben auf dem Gnadenhof.
Bist es gerade so fest? Paula ist ein Lausmädchen. Sie hat ein paar Tricks auf Lager und hält Steffi auf Trab. Jetzt ist fertig. Paula, lauf jetzt. Hopp, das ist gefährlich. Hopp. Das macht sie immer wieder. Immer und immer wieder. Darum ist das ganze Tor kaputt. Nein, wir machen das Tor nicht 1000-mal auf. Komm. Es ist ihr Charakter, überall immer schauen, wo hat es Futter. Sie gehen ja auch viel saulen oder gehen im Dreck wühlen. Das hat sie auf dem Platz jetzt einfach schlichtweg die Möglichkeit nicht. Also versucht sie es auf andere Art und Weise. Und das mit dem Tor, das probiert sie etwa 1000 Mal am Tag, wenn man nicht aufpasst. Und das Tor ist dementsprechend kaputt. Trotz oder gerade wegen den Eskapaden, die Paula ist Steffi fest ans Herz gewachsen. Das Spezielle für mich an der Paula ist, dass sie einfach eine Besonderung ist. Sie hat nicht viel Schönes erlebt in ihrem Leben. Ist als Geburtsmaschine musste herhaben und ist trotzdem so ein freudiger und positiver Charakter. Und ich finde, das ist eigentlich bewundernswert, weil sie hat allen Grund, um auf uns Menschen böse zu sein. Das Veterinäramt hat aber keine Freude, dass Paula kein Gespendli hat. Säue dürfen nicht alleine gehalten werden. Steffi hat lange gehofft, die Behörde würde für Paula eine Ausnahme machen. Jetzt hat sie aber einen negativen Bescheid bekommen. Der Bescheid von der Paula ist, dass wir sie nicht alleine halten dürfen, weil das im Tierschutzgesetz so steht und man keine Ausnahme machen will. Das heisst für uns, dass wir wohl oder übel weitere Schweinchen aufnehmen müssen, weil Paula steht daheim, ich möchte sie nicht umplatzieren, ich finde, die gehört hierhin. Und ja, jetzt müssen wir das halt planen und schauen, wo wir die Säule herkriegen, die dann halt passend sind. Es ist ja dann auch nicht immer einfach, wirklich die passenden zu finden. Ein Verkupplungsversuch mit der Wildsau Joker ist in die Hose gegangen. Darum bleibt der Steffi jetzt nichts anderes mehr übrig. Ich habe von meinem Vater gelernt, wenn man A sagt, sagt man auch B. Und es ist für mich keine Option, einfach ein Tier wegzugeben. Sonst wäre ja kein Stut besser wie all die Leute, die uns Tiere bringen. Also dann könnte ich mich gleich top frieren. Also probieren wir alles andere, dass sie eben hier bleiben darf als Endstation und nicht noch weitergehen muss. In Heddingen im Kanton Zürich steckt die Kuh Emma gäng noch im Schüttiloch fest. Der Rudi und Celine sind voll bei Sache, auch wenn es für die Nase nicht gerade angenehm ist. Ja? Verlang da rein, dass sie nicht verdrehst. Lang da rein zu laufen. Gut. Man schmeckt, dass es stinkt, aber das ist wie ausblendet nachher. Oder? Man konzentriert sich auf die Arbeit und das belastet einem gar nicht. Meine Yoga-Übungen machen, damit ich da rauskomme. Ja. Ja, Schlammbad und Yoga in einem. Die Bauern aus der Nachbarschaft und dort die Feuerwehren Heddingen und Albis helfen den beiden Rettungsprofis. Das wir zuerst geben. Genau. Und dann jetzt können wir mal den Kran runtergeben, wenn ihr bereit sind. Gut. Schneider raus und die kannst du jetzt dort weiterstellen. Du bist der Kranführer, genau. Ja. Also, das sieht so weit gut aus. Den Kettenzug haben wir parat. Jetzt müssen wir noch einen Karabiner haben von euch, den wir dort einhängen können. Der Rudi und Celine verstehen sich blind. Sie haben schon ein paar Mal Kühe aus Schüttilöchern rausgeholt. Ja, schau, dann kannst du dort den Kettenzug tun. Gib den Kettenzug ab, hängen ihn ein, Celine, dann haben wir ihn dran. Kannst du ihn runterfahren? Gut, stopp. Gut, lass den so hängen. He? Okay, jetzt kannst du mit der Winde mal ein bisschen anziehen. Gut, jetzt den Kopf rausnehmen. Ja, jetzt gut. Okay, anziehen, Beinschlingen. Langsam, langsam. Wenn es geht, ganz fein nur. Die Kommandos von Rudi sind kurz und klar.
Jeder Handgriff sitzt. Gut, ja, stopp. Jetzt noch ein bisschen einziehen. Sie hat ein bisschen gekrampft. Zieh mal noch ein bisschen. Ja, also warte schnell, stopp. Die steckt voll in der Scheisse. Gut, zieh noch mal ein bisschen an. Sie ist frei, kannst du anziehen. Gut. Ja. Gut, da ist sie draußen. Jetzt kann man sie zu mir nehmen. Bringst du das Vorderbein rauf? Jetzt kannst du ein bisschen ausstoßen wieder. Was meinst du, Seli? Ha? Hätten sie hängen, ja? Kannst du den Kettenzug anziehen? Ja. Gut, Seilwinde und mit dem Arm rauf. Kettenzug kannst du schon wieder runterfahren. Gut, okay, genau, anstehen. Emma hängt bei der Rettung bequem in einem Polster, ohne dass es eine Druckstelle gibt. Die sogenannte Vertikalbergung hat der Rudi selber erfunden und entwickelt. Dann legen wir sie so übereinander. Ist gut. So übereinander legen, gell? Bring sie mal an, ja. Zieh mal an, zieh an. Zieh mal an. So, genau. Die Kuh hat sehr gut überstanden, es hat ihr nichts gemacht. Wir haben gesehen, wir hatten ein paar kleine Schürfungen, aber wirklich nur oberflächliche. Im Simmental im Berner Oberland ist Verena Stauffer daheim. Rauskommen, komm, du musst auf die andere Seite, geht raus. Ja, du darfst raus, geht nur. Geht raus, geht. Sie führt eine Vogelauffangstation. Kommt raus. Guck, da ist Salat, da. Da ist Salat, das ist der fein, gell? Zu da. Du bist doch ein Lieber, ja, du bist ein Liebes, ja. Ja, bist ein Lieber, ja, bist ganz ein Lieber. Jetzt willst du das Küken, gell? Ja. Komm, guck da. Ja, da kannst du jetzt essen. Guck, so ist gut. He? Bist du ganz ein grosser da? He? Das ist mein Schatz, gell? Die 78-Jährige ist Ornithologin. Wenn im Berner Oberland ein Vogel gefunden wird, dann kommt er zur Verena. Das sind alles solche, die Nymphensittich, Wellensittich, wo jemand ist krank geworden und dann hat er ein Plätzchen gesucht, die sie nicht wollen, dann sind sie bei mir gelandet. Mir ist mehr oder weniger der ganze Tag dahinter und ging wieder. Und vor allem eben, wenn du musst alle halbe Stunde futtern, wenn sie krank sind oder irgendetwas, so Medikamente müssen haben und so. Du bist einfach dran. Die Leute haben das Gefühl, das sei so nur für am Sonntag, aber so ist es eben nicht. Vor dem Jahr hatte ich 215 Vögel hier, das ganze Jahr. Also kommen und gehen und kommen und gehen. Und von denen konnte ich 187 wieder auswildern.
Und stundenlang hat man nicht so eine grosse Freude hast. Was dort sonst die anderen nicht so haben zum Putzen. Ja, die haben noch Freude. Sogar im Haus hat sie Patienten. Es sind Baby-Mauersegler, die sie seit Wochen aufpäppeln. Ich habe halt nur Schätze. Überall habe ich Schätze. Heute Morgen ist es mir nicht gut gegangen. Da habe ich Angst bekommen. Gell? Du musst ein bisschen geben. Einfach Säuferli, dass sie es wieder verdauen können, weil das nicht die gleiche Nahrung ist, die sie draussen haben. Und darum tue ich alle 2-3 Stunden futtern. Im Hausteil nebendran lebt die Tochter Marianne mit der Familie. Aha, ist gut. Ich hoffe, es sei gut. Sonst tut noch ein bisschen Sauce drüber, die Nudeln sind ein bisschen trocken. Gell? Dir macht das Kalorienmehl nämlich nichts. Nicht? He? Nein. Gut, dass du das weißt. Ich bin um dein liebliche Wohl besorgt. Da kannst du auch sehen, wie ich folgen muss. Oh. Das ist unheimlich. Da. Wie du unter mir, Ja. unter meinem Fittich bist, Ja, gell? ja, manchmal. Siehst du? Manchmal. Jetzt. Nach dem Mittag hat Verena Stauffer eine Mission. Jetzt darfst du wieder raus, mein Schatz. Ja. Bist du wieder gesund, gell? Fliegen, Schatzeli. Gell? Ja, ist gut. Ja. Jetzt macht er die typische Gäste, Schnapp auf, Kopf hängen, dass man meint, er sei gestorben. Gell, ja? Aber er ist nicht gestorben. Ganz liebe. Den hat der Wildhüter gebracht. Sehr wahrscheinlich in eine Kreie dieser Weg traktiert. Er hatte hier oben ein Höllenloch. Das ist jetzt zugewachsen. Er hatte auch keine Kraft mehr. Er war dreckig, nur noch dreckig. Er war auch in einer Glunte drin, wo sie ihn verwutscht. Und jetzt ist das wieder gut und er kann gehen. Und du da am Boden. Der Rotmilan darf heute wieder zurück in die Freiheit. Und zwar dorthin, wo man ihn gefunden hat. Jetzt. Das Zeug da. Guck. Ja, du musst drinnen bleiben, gell? Ja. Im kleinen Zoo von John Bauder sieht auf den ersten Blick alles normal aus. Es ist Zeit für die Fütterung der Füchse. Raus, Cyril. Nein, weit weg. Und eins dort her und warten, bis sie es nehmen. Ohne gesamthaft stehen. Aber schau jetzt an. Schau jetzt da. So. Unsere Jacke. Schau jetzt da. Vor. Ja! Guck mal, wie schön, so die Füchse. Was hast du? Ah, das macht nichts. Apfel ist auch gut. Es ist ein Frühling, wie es ihn noch nie gegeben hat. Der Coronavirus kommt gegen näher und der Bund empfiehlt erste Schutzmaßnahmen. Es stresst uns wahrscheinlich mehr mental. Besucherzahlen, ja, man merkt schon, die Leute sind ein bisschen vorsichtiger. Und was wir gemerkt haben, jetzt wirklich, ist, dass weniger ältere Leute kommen. Also Grosseltern mit ihren Enkeln, das hat ein bisschen abgenommen. Da merkt man etwas, ja, das etwas. Aber sonst... auch für uns ist es manchmal schwierig, oder? Jetzt stehen wir ja auch enger, als man sollte. Und ja, es ist eine Umstellungssache, ist nicht ganz so einfach. Trotz dem Coronavirus, die Arbeit geht weiter. Siehst du, komm. Gehen wir zu Spudi und Moja schauen. Der John will den Puls von seinen Luchsen spüren. Die beiden haben heute noch einen Termin. Komm hier, komm. Es ist ja so, dass wir nachher ein Fotoshooting haben mit jemandem, der fotografiert wird mit den Luchsen.
Und dann sollte man eigentlich schon schauen, wie sie weg sind. Und wenn sie so ein bisschen nervös sind oder ungeduldig oder so, dann gehe ich immer schnell voran schauen, wie ist so die Stimmung. Hey. Der John hat die beiden Luchse Spudi und Mojak von Hand aufgezogen. Sie sind dann von einem Zoo, der geschlossen hat, als Verzichtstier zu ihm gekommen. An und für sich sind sie sehr ruhig und gleichzeitig ein bisschen angespannt. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir. Ich habe sie von Hand aufgezogen und wenn ich manchmal so ein bisschen nervös bin, überträgt sich das an und für sich relativ schnell aufs Sehen. Severin Frey hat sich ein Fotoshooting mit den Luchsen gekauft. Ich habe meinen 30. Geburtstag letztes Jahr. Und der Traum war eigentlich schon immer, ich muss so ein Raubtier anlegen. Also halt mit so einem riesiges Maul irgendwie gesehen, mal von ganz nahe. Das Fotoshooting ist aus einer Not geboren. Letztes Jahr ist der Zoo unter anderem wegen einem Brandschaden kurz vor dem Konkurs gestanden. Da ist die Idee entstanden mit speziellen Erlebnissen wie Kameltrekking, Fütterungen oder eben Fotoshooting, Spenden zu sammeln. Also wir haben im Oktober haben wir eine finanzielle Krise gehabt. Es war eine ziemlich schwierige Zeit. Wir hatten plötzlich fast kein Geld auf dem Konto gehabt und haben nachher hat ein Verbündeter, jemand, der im Zoo sehr nachsteht, hat nachher ein Crowdfunding ins Leben gerufen, für uns eine Zukunft zu ermöglichen. Also wir hätten nicht mehr als 1,5 Monate hätten wir vielleicht noch existieren mit dem Geld, das wir am Schluss noch hatten, sodass wir sehr froh sind, dass das nachher auch jemand für uns in den Weg gelegt hat, sonst gäbe es uns heute nicht mehr. Also. Ob die Luchse beim Shooting mitmachen, entscheiden sie selber. Aber der Trick 77 sollte helfen. Göri. Ja, das ist wie ein neuer Duft. Jemand anderes ist im Revier und man reibt sich dran und man sagt, man ist hier zwar daheim, aber fühlt sich wohl und kann sich ein bisschen entspannen. Es ist eine tolle Sache, ihnen immer zuzuschauen, wie sie das auch herziehen, mit den Pfoten und so. Es ist wirklich ein Duft, den sie lieben. Das ist etwas Fantastisches. Und es ist auch eine Vertrautheit da, oder? Er zeigt den Bauch, er dreht sich vorher auf den Rücken gedreht. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Raubkatze das so macht. Das ist auch eine Vertrauensangelegenheit. Lässt sich da jetzt wirklich das gut gehen. Steffi Sutter ist mit 3 Büsi unterwegs zum Tierarzt. Oh, aber ganz leislich brüllen. Ja. Ist nicht weit, Schneckelis. Ja, ist nicht weit. Die Büsi hat sie in der Wohnung von einer verstorbenen Frau eingefangen. Ich möchte einfach schnell die Nieren und Blutwert sehen. Und natürlich auch, ob sie Parasiten oder etwas haben, die sie einschleichen können in unseren gesunden Bestand. Ja. Wenn die Nierenwerte nicht stimmen, könnte das heissen, dass die Büsi unheilbar krank sind und müssten eingeschläfert werden. Wunderbar. Hallo, Patrick. 2 sind absolut schüch. Die habe jetzt eben 3 habe ich heute Morgen eingefangen. Und 2 sind wirklich der Horror. Und die 3, der älteste, ist eigentlich der angenehmste. Ja. Wir wissen sonst nicht so genau, was da in der letzten Zeit gar nicht, nein. Sie ist verstorben, unverhofft. Ja. Und jetzt haben 3 Wochen die Nachbarn geschaut. Aber sonst, ich habe keine Vorgeschichte zu diesen Büseli. Ja. Das ist das Krebeli. Also sie hat uns allweg gleich wenig gern. Aber wenn jetzt ihr schaust, siehst du den Kopf, er neigt gegen links. Ja. Und sie zittert auch so ein bisschen. Es geht mir halt einfach darum, ich nehme jetzt die 3 auf und ich glaube nicht, dass sich die Angehörigen ein Bild davon machen können, in was für einem Zustand die Katzen sind. Und wenn die mir in 2-3 Monaten anrufen und ich eine einschläfen musste, möchte ich auch, dass ich sagen kann, wir haben alles gemacht und alles dokumentiert, damit sie meinen Entscheid oder unseren Entscheid unter Umständen auch verstehen. Mir geht es ein bisschen um das.
Das Krebeli macht der Steffi am meisten Sorgen. Sie hat sich fast nicht einfallen. Für die Untersuchung braucht es eine Beruhigungsspritze. Jetzt kann ich dir mal Hallo sagen. Das ist halt dünn. Okay. Das ist so ein bisschen knochig. Ja. Wenn ich so schaue, wie mager das sie ist, finde ich auch hier Kandidat für Nieren. Dort mal ein Blut. Aber dann machen wir doch auch, ja, dann machen wir sicher auch ein Blutbild, dass wir Nieren und Schilddrüse auch gerade abgedeckt haben. Oh, Siruli. Ich glaube, die Büsseli haben das jetzt auch verdient, dass sie es noch einmal ein bisschen ruhig und schön haben. Alt sind sie ja schon. Jetzt muss die Steffi die Blutwerte aus dem Labor abwarten. Die zeigen dann, ob die Büsi ernsthaft krank sind. Gut. Danke vielmals. Danke auch. Wir telefonieren zusammen. Ja, auf jeden Fall. Merci. Okay. Schönen Abend noch. Tschüss, Patrick. Ade miteinander. Ade. So, jetzt benehmt ihr euch schnell. Jamie! Achtung, Achtung, Achtung. Warte. Das Keili kommt. Ist gut. Warte, die anderen warten. So. In dieses Zimmer dürfen nur Katzen. Das Krebeli und ihre beiden Gespendli Che und Flippi haben jetzt Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Ganz langsam bist du noch ein bisschen wackelig, gell? Gut. Was bist du? Ist schon gut, Krebeli. Alles gut. So. Hi, Bubeli. Ich glaube, ein Versteckchen gefunden. Gut. Hm? Sind ihr Liebe mit den Neuen? Digi, du auch. Psst, psst. Da ist ein neues Büseli drin, das Angst hat, Digeli. Das braucht Zeit. Die sind sich jetzt nicht anders gewöhnt die ganze Zeit, wie dort in dem Daheim zu sein. Die sind von klein auf dort und jetzt das Umfeld hier bedeutet für so alte Büseli schon Stress. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, finde ich es eigentlich für so alte Büseli schöner, wenn sie noch immer dürfen, das ruhigste Heim haben, wie hier. Das Coronavirus macht dem John Bauder Sorgen. Jetzt muss ich schnell telefonieren. Wegen dem Coronavirus. Müssen wir zumachen? Wir haben jetzt gerade News gesehen, aber wir sind nicht sicher, was das für uns bedeutet. Veranstaltungen mit 50 Leuten und so weiter. Da die eben schnell fragen, was das heisst für uns konkret. Wien hat zugetan. Wien hat den Zoo geschlossen. Und Innsbruck hat Wochenende den Zoo zu. Leute. No. Der John läutet am Krisenstab vom Kanton Bern an. Grüße, Florian Bauder. Guten Tag. Wir sind vom Zoo Johns kleine Farm in Kallnach und es hat mich Wunder genommen, was jetzt mit den neuen Bestimmungen für uns ins Gewicht fällt. Bitte. Ist ein zoologischer Garten, der täglich Besucher hat? Ja, merci vielmals, danke. Also bis 100 Leute. Sie klärt das jetzt ab, was man machen muss. Vielleicht kann es sein, dass wir nur eine begrenzte Anzahl Besucher reinlassen können. Ja. Wir haben Tage, wo wir über 100 Besucher haben, aber natürlich nicht jeden Tag. Von dort her ist es... Okay, danke, Frau Ritzer. Merci vielmals. Danke, wiederhören, merci. Sie wissen nicht, was machen. Sie müssen das zuerst abklären.
wenn man zutun also wenn sie jetzt auf die Idee kämen, dass das zu viele Leute sind oder so, dann müsste man entweder eine Begrenzung von der Leute in Erwägung ziehen, gewisse Leute heimschicken oder so informieren, dass nur ein gewisses Kontingent von Besuchern kann reinkommen. Oder wenn es schlimmer kommt, dass man halt, wenn sie jetzt schon Schulhäuser zutun und so, dass das zu einer momentanen Schliessung kommt. Das wäre natürlich ein glatter Knickschuss. Ja. Für uns ist das natürlich schon, wäre das eine sehr bedrohliche Situation. Ja. Gut, also dann gehen wir jetzt mal das Shooting machen. Ich glaube, der Laurent ist unten. Ja, also. Die Lage ist ungewiss, aber lang signieren kann der John nicht. Es braucht noch mal eine Ladung Curry für das Fotoshooting. Da. Ja, schau da. Guter Bub. Gute Bub. Gut, sie sind cool drauf. Nur da. So, dass man auftun kann, dann kann es reinkommen. Genau. Und man kann natürlich jetzt auch hier streicheln. Ist voll Curry. Und das passiert ja jetzt frei. Wir haben sie ja nicht irgendwie angebunden oder so. Sie wären auch ohne Curry reingekommen, aber wenn man das so kombinieren kann, sie lieben es ja. Es ist ihr alles da. Also. Das ist ein spezieller Grund, das lieben sie einfach. Er liebt lange Haare. Ja, du bist schwer im Fall. Ja, er ist nur 19 Kilo. Ach komm, ein bisschen. Und wenn er dann geht, geht er halt. Soll ich ihn rauslassen? Ja, wenn er gehen will, lass ihn gehen. Er ist Wöhler so, es geht nicht anders. Zum Glück schwebt der zweite Luchs gegen den 7. Curryhimmel. Es sind Wildtiere immer noch, obwohl von Hand aufgezogen. Und gleich müssen wir respektieren, was sie präferieren. Und wenn jetzt er auch mitmacht, dann hoffen wir, dass er jetzt raufkommt und dann kann man das Shooting machen. Hudi ab! Voilà. Hudi ab! So, jetzt gehe ich weg. Ja, man darf schon streicheln. Sicher? Ja, ist alles gut. Ja, du bist richtig. Ist alles gut. Ich finde die cool. Das Köpfchen schenken ist eine normale Geste von einer Vertrautheit. Ja, ich weiss von Katzen, genau, das machen wir. Typisch. Geht. Passiert nichts. Ja, du könntest mich. Alles gut. Okay. Das kommst auch von Schlägst du der mich ab? Schlägst du mich ab? Ja, schlägt ab. Das ist schön. Da kann sie sicher Freude daheim haben. Das Köpfchen grausam. Oh, Melzi! Oder nicht? Brauchst du es nicht? Nein, Oh brauchst Gott du nicht. im Himmel! Jetzt stehen wir aufstehen. Ihm zeigen, dass das nicht geht. Das geht nicht, Genau. Ja, Voilà. du bist ein liebes Moment. Mädchen. Achtung, jetzt kann es dann sein. Nein. Oder da vorne kommen schnell. Ja. Ja, jetzt geht er ab. Habe ich nicht. Jetzt geht er ab. Jetzt will er zu mir kommen, das will ich nicht. Sonst bin ich nachher... Ist das gut so? Wirklich? Okay. Ja, lassen wir das bei dem. Wo bist du? Ich meine, ich wollte einen Lux anlegen. Also, was will ich Das mehr? ist, Oder hat mir man hat ja immer so Kritik, dass man ein handaufgezogenes Tier so zeigt und so. Nein, das aber auf der will anderen ich nicht. Seite haben sie das jetzt freiwillig gemacht und können auch wieder gehen, Eben, wenn sie wenn wollen. sie Und wenn wir merken, sie werden nervös, schicken wir sie raus. Eben. Nein, das ist alles gut. Ein Fotoshooting mit Wildtieren. Der John weiss, dass er sich damit nicht bei allen beliebt macht. Das ist sicher so, dass das bauderische Vorstellungen und Ideen sind, die man sicher nicht immer nur Freunde geerntet hat. Oder auch Fachleute, die gesagt haben, oh, handaufgezogene Tiere, das geht gar nicht, das macht man nicht. Hat man früher gemacht. Es gibt so viele Zoodirektorenbilder, die sie auf den Nashörnern geritten sind und so. Seien wir doch mal ehrlich, jeder Zoomensch liebt die Gegenwart von seinen Tieren so schwer erkennen. Und so scheinheilig tun und plötzlich sagen, oh nein, die Stanzen sind alles nur Wildtiere, das kann man gar nicht. Das ist nicht richtig. Weil die Leute, man lebt für die Tiere. Das ist Mulauf. Das Glück, dass du jetzt gerade gedruckt hast, dass das so perfekt verwünscht ist. Ja, das ist. Ja, man spürt ihn gerade. Severin Frey ist zufrieden und der John auch. Ja, das ist sie. Schön. In der Zwischenzeit hat der John vom Kanton neue Informationen in Sachen Coronavirus bekommen.
Es ist so, dass wir weiter offen haben können. Wir dürfen nicht gleichzeitig 100 Leute dahin haben, sonst läuft alles wie gehabt. Lieferanten gehören auch zu diesen 100. Also wenn die Zeug bringen oder so, müssen wir einfach schauen, dass die, wenn es zu viel wäre, draussen lassen. Aber wahrscheinlich mit diesen Scheiben so alles vor die Tür stellen und gehen. The show must go on. Genau. Für dich auch, ja. Du musst etwas zu fressen haben, also müssen wir offen haben. Ja. Für so Momente wie heute lebt die Verena Stauffer. Der Rot-Milan ist wieder fit und kann davonfliegen. Bis es soweit ist, fährt die Verena aber noch eine gute Stunde in Gantrisch bei Bern. Der Milan kommt von dort. Der Kollege hat gesagt, er hätte ihn tagtäglich gesehen. Dann heisst das also, dass er dort ein Revier hat. Vielleicht hat er sogar schon ein Gespendli. Und wenn er jetzt hier geht, die finden zwar den Weg schon, aber es ist ein Stress. Und weil er jetzt gerade verletzt war, fahren jetzt mit ihm bis dort rüber. Wenn Verena fort ist, schaut die Familie zu den kleinen Mauerseglern. Die Jungvögel brauchen alle 2 Stunden zu fressen. Hast du dem anderen noch ein bisschen mit dem Holz? Ja, wenn ich das schaffe. Ja, dann musst du es nur herlassen, dann nimmt ja selber. Ja. Das gehört halt zu uns. Genau. Wir haben so ein klein gelernt, wie das funktioniert. Aber die Vogelstation mal übernehmen, ein schwieriges Thema. Ich habe einfach das nicht, was die Mutter hat. Das ist eben so. Es ist halt schon ist anspruchsvoll und ja, zeitaufwendig. Es ist einfach ein 24-Stunden-Job. Das ist so. Ich habe extrem Respekt, was die Zukunft bringt, beziehungsweise eben, was dann weitergeht. Ich fände es schade, wenn es nicht mehr bestehen würde, weil wir sind ja hier wirklich, oder die Mutter ist die einzige Anlaufstelle hier im Berner Oberland. Es ist halt auch nicht mehr die Jüngste und was dann halt ist, wenn es dann nicht mehr kann, was das dann passiert mit den Tieren, wo das die dann herkommen, wenn irgendetwas passieren würde. Man kann nicht einfach sagen, wir schmeissen ihn in die Ecke und gut. Im Gantrisch-Gebiet hat die Verena mit dem Mischu abgemacht. Er hat den Rot-Milan gefunden. Salut Mischu. Salut Schätzeli, gell. Wenn wir ihn vortragen, gerade ein bisschen, dass er gerade fort kann. Ja. Oi, danke. Ja. Du, ja. Also. Ich habe dann nachher offen aufzutun. Ich bin dankbar dafür, dass man solche Leute hat, die eben helfen schauen. Und immer anrufen und sagen, du, los, ich habe wieder etwas, wie siehst du so, und was machen wir? Und, ich bin froh, ich bin dankbar. Er stellt sich jetzt eben gerade wieder tot, weißt, wenn er merkt, dass da etwas... So, kannst du raus? So, jetzt. Voilà. Guck, jetzt kannst du den gehen. Guck jetzt. Komm. Bella. Guck, kannst du. Und weg. Oh, du bist so schön. Ja, Sally, Schätzeli. Schau mal, wie der schön fliegt hier. Und ciao. Gell, ja. Ja, bin ich froh, du bist wieder rein. Keine Menge. Ja, nein, nicht wegen dem, weißt, aber jeder, der gehen kann. Ja, ist doch schön, hier, wenn man sie so herbringt.
die Gefühle, die du da hast, das kannst du nicht kaufen. Das kannst du effektiv nicht kaufen. Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Die Corona-Krise wird schlimmer. Der John muss seinen Zoll zutun. Mal schauen, was da in diesem Rahmen noch möglich ist. Und ich meine, daheim bleiben können wir ja offensichtlich nicht. Also das ist ja sicher etwas, was nicht geht. Die Blutwerte von Büsi Krebeli sind nicht gut. Die Steffi muss eine harte Entscheidung treffen. Du hast immer eine emotionale Bindung oder bist immer aufgewühlt, wenn du dich entscheidest, ein Tierchen einzuschläfen. Verdacht auf Herpes. Wir gehen mal schnell schauen. Moment. Der Rudi und Céline sind gefordert. Ein Ross muss möglichst schnell ins Tierspital. Die und noch mehr Geschichten nächste Woche bei SRF bei den Leuten. Echte Tierhelden.